Ekjran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom zu dit Programm ekjran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. Wir sind hier in Lebenswasser Studio in Cuauhtémoc. Met mij ga ik zum tweiten Mal von der Jakob Banman waren. Welkom hier in onze Med. Dankeschön. Für das Programm reden wir von seinem Zeichniss, wo er auf eine besondere Weise Jesus begegnet hat. Vielleicht viel anders als der meiste, aber wo er trotzdem war, dass Jesus ist der einzige Weg nur Gott. Und ich freue mich dafür. Und von der wollen wir reden, von wo Gott die berufen hat. Als jong, fühlst du all, dass du wie was Besonderes für dich, was wir hat. Ja, das ist ein interessantes Ding, wenn ich darüber denke, wo Gott eingeleitet hat und die Dinge hat angegeben. Mir fällt es immer so, ich will eine Arbeit tun, aber ich schäme mich mehr für mich selbst, wenn ich dachte, dass wir Predigtarbeit sind. Wo wir bloß nicht sitzen und man das wird schon von so einfach eine Chance davon zu reden. Wo ich bin so abgewaschen, dort ein Prediger, dass wir ein bisschen ganz besonders schwere los. Und ich feil dat immer waren vielleicht, dass Gott eens wat von mir will. Und damit möchte ich mich bloß selbst im Bild, dann wird sich noch mal uitwiesen, aber Prediger sein, wird es vielleicht nicht sein, aber vielleicht auch ja, dachte ich dann so. Eine Zeit daran so wieder und so wieder. Und über dem wird ein bisschen früher davon, nicht, dass irgendwo Menschen das verteilt haben, aber dann einmal dachte ich so, das kann aber einfach direkt wirklich ein Prediger sein. Und dann wird er nie. Da wird wir all ein Stückchen befreit. Und dann ging es dort wieder. Ich werde verschiedenste Dinge angestellt, ich bin Jugendlehrer und Versänger. Und halb andere Dinge mit in der Kirche. Okay, ich soll vielleicht ein klein bisschen treiben. Wenn es die Predigers hier von uns weitertragen, von der Swift-Kolonie, das ging dann in Bolivien, dann die das in Westen Tiet, dann kamen da andere Kirchen an, eine von den Kirchen, das wir eine kleine Gemeinde von Hawaii ist. Die fangen so an zu schaffen, und dann fangen wir die ganze Zeit lang für die Versammlung zu besiegen. Und hier ich dort, meine Meinung, kurz, da wird anders noch gekriegt, was Predigtdienst wir und so wieder. Und dann ging die Zeit so wieder, und schließlich, wir waren uns auch einig, wir wollen uns da Tüß mehr um die Kirche und deuten das auch, und dann halt wir da wieder mit, weil ich mutig, würde ich sagen. Da ist nicht, ich sage, wie sehr mutig war es da. Und dann soll es eine Prediger wohl geben, da kriegt da am Swift, da sollen 2 Prediger gewählt werden. Und dann ging mein Ari war los da. Wer sind die? Ein Tag so, das wusste ich, aber der andere, das hatte ich nicht so klar. Da kann das wir sein, dass dachte ich mir immer so, als die Menschen, würden die Menschen einfach fertig einmal mich wählen. Und dann wird es interessant. An dem Jahr ist der wenn eine, war das der war, der ist vielleicht 65 Jahre war, und der andere war dann noch 15 Jahre. Der hat noch irgendwas was gemacht. Aber was ich sagen will mit das, da wollte ich dann ein klein bisschen Luther vertellen. Was ich sagen will mit das, da fuhren wir in die Kirche, wir haben Vormittag haben wir die Kirche und wir haben Jazz. Wir haben Jazz von Kanada. Ein paar Lieder werden uns ganz bekannt, andere werden fremde Lied, wirklich ganz fremde Lied. Dann höre ich nicht die Predigt an und dann nur mehr so eine Wohlgeben. Und dann, wie sie hier Streit kommen, dann sieht das fremde Mann, wie ein Onkel Zeichniss. Sie sagt, ich weiß nicht, wer der andere was sein, aber ein Prediger, das bist du, wenn du nur mehr was wohl sein, du bist ein Prediger. Dort führt mich ein bisschen hart durch. Na, was will es dort sein, dachte ich dann so. Und dann ging es dort wieder in Nummer wieder wohnen und kam das so uit. Dort ans Nummer erwähnt wird, dass wir würden als Prediger gehen. Na, ich bei mir dachte so, das ist bloß, was Gott mir lang gewesen hat. Auch für längere Zeit. Was danach passieren, meine Frau, die fragt unsere jüngste Tochter, kleine Jahr,
wie im Gleis haft dat getroffen als Prediger. Onze Papa, sagst du Fuß. Wo wir haben Archemels in Stadt gesagt. Da sagst du, bist unser Papa, ist doch nicht unser Papa wie, na, das sterben sie dort. Wo die Jungen mich alle hören, weiß ich nicht, aber das wäre mir dann auch interessant. Und dann ging das dort wieder, und dann, naja, ich soll je bestätigt werden. Und ich will aber unbedingt mit meinem Papa, will ich das Fan-Deich reden. Das nimmt, glaube ich, 2 Wege. Ich weiß auch nicht ganz, es sind 3 Wege was, dann soll die Bestätigung sein. Und dann fuhr ich meinen Papa absehen. Ich sage, Papa, was denkt ihr davon? Wenn ich mich als Prediger bestätigen in Zeug? Und die Antwort da habe ich bis nicht abgeregt, was er mir gegeben hat. Dann sagt er, merkwürdig. Ho. Dort wird ein Segen für mich. Dort wird was stärket, wirklich, was sehr stärket. Dann sagt er nach mir heran, Gott hat die, was die gibt, braucht er bloß. Er hat nicht viel von das Gerät, aber das ist, was er dann zu mir sagte. Das ist bloß anwenden, was Gott dir gegeben hat, dann merkwürdig. Und ich fuhr bloß wirklich sehr froh in Haus, dass ich so meine Papa so ganz hat meine Sinn. Jetzt hat er von der Elbknische Zweig, nicht so? Das wird nicht normal sein. Das wird bloß nicht normal. Und er wird, nach gewährt haben in der Stadt. Aber nun, das wird das nicht als ein Segenswunsch für mich. Und wenn es die Bestätigung geschwier kriegt im Moment, dann heute Abend 7 Sachen. Und er kann von der sagen, wo die sehen mit dem Vordertaub, sonst dort kann beleben, so eine Stattung, das wird sehr stark. Das wird sehr wunderbar. Sehr wunderbar. Wow, ich bin ganz inspiriert. Ich selbst bin auch ein Prediger, ein Pastor, und ich habe auch meine Vorsehen in der Stattung. Und ich will mir das nicht vorstellen, weil ich das soll jeden meine Vorsehen in der Stattung tun. Das gibt viele sonst dort. Die wollen sehr schwere Titel. Ja. Das hat mir immer sehr schön. Ja. Wie alt wirst du dann in dem Moment? Wie ich Prediger gewählt wurde? Na, wo ist es? Wenn ich 33 Jahre am Dienst bin, dann mache ich Auftrag von 68, bald 69. Wenn es 68, was sind dann was? Das sind dann 35? 35, 36, ja. Durham irgendwie was. Durham sind dann was, ja. Wow, so schön. So, wie lange, dort hast du dann ja gesagt, 33 Jahre hast du dann ja als Prediger gedient. Bist du nie noch aktiv im Dienst? Okay, ich bin aktiv, ganz aktiv. Ich tue mehr predigen, als ich erst in der Zweig deed. Okay. Wo bin ich? Okay, ein klein bisschen von dort. In der Zweig gibt es das beste Problem. Und über dem kriegt das so ein Model, mir sagt das bloß nicht gut, wenn meine frühen Akte wurden länger bleiben. Dann waren wir uns einig, wir würden, so wie das dort, rückbacken von der Zweig. Wenn ich auch viel, was die erst alle gesagt haben, viel Segnungen habe ich gehabt in der Zweig. Dort komme ich keiner weiter, das ist bloß Tatsache. Aber hier kommt das so wie, dass ich das bloß nicht mehr anchecken kann, dass es gesund wird, wenn wir würden länger bleiben. Wir würden 3 Bergen und dann mit dem Abschluss wird, was ich habe, direkt die Zweig dort stillhalten will ich nicht. Ich will fertig mehr. Ich habe dann all längere Zeit, wenn Gott mir nur das immer war, ein bisschen abdenken halten. Die Dollarrüt vor, nur die armen Menschen, nur die Indianer, Mexikaner und so weiter. Aber ich habe dann am Anfang, wie ich nach Pastor war in der Zweig. So, ich habe da 18 Jahre als leitender Prediger gedient. Und dann da wir dort aufschließen System. Und ich kann sagen, von der und da, was wir tun, wir fahren nicht sehr pünktlich, wir fahren einmal in den Bäumen, da mangt die arme Indianer. Und wir haben sehr gute Freunde, die uns mit uns Töpfstunden tun, laden ihr Päcker fallen, und dann fahren wir aus Gruppen von verschiedensten Kreuten. Von der Rheinländer, von der Elbknier, von den Kleingemeindenkonferenzen. Ich habe mit allen Truppen habe ich ein sehr seites Verhältnis in das. Wir haben bis einfach wirklich eine feine Gemeinschaft haben mit der Arbeit. Und dann für einfach reden evangelisieren oder was? Ja, wir fahren, okay, merken uns rein,
wir haben die Dispensers, nennen wir das, das meint ein Paket zum Eten. Okay. Und da bringen wir das. Wenn wir bloß vorhin evangelisieren, dann ist das schwer, die Menschen zu bekehren. Und dann tun wir mit das, und dann, je weinig, weil offen kann, durch das dort mit Pastoris taub. Du sagst, hier und dort sind Pastoris, Wat al schaffen. Und du sagst, sehr gute Pastoris wank. Ich kann ganz mutig und kraftig predigen. Aber wenn wir da hinfahren, dann, das ist immer war unsere Bedingung. Wie du nicht bloß die Dispensers, du sagst, schon manche Deutsche, was du bloß die Dispensers haben vielen, dann, das ist so gut, sehr fein. Ich wünschte, wir würden wieder tun, aber mir fällt es immer so, du fehlt dann unbedingt nach der Predigt. Das wird wir nicht tun. Dann einfach Jesus Christus zu haben bringen und verleihen. Einfach die Ratungsbotschaft. Ja. Je wenig, nicht eine lange, aber eine, so klar und deutlich als möglich die Ratungsbotschaft bringen wir dann. Und ich finde mich von dir glücklich mit dort, wirklich. Wie viele Menschen sich da bekehren tun? Ich würde gerne vielleicht noch von nur Samen vertalen, aber dort lade ich ut. Wo wir weit nicht, wo dort das wirklich geführt haben, war das was von nur her von ihren Leben, erfahren wie mal wenig davon, sondern dort laden wir da ut. Wow. Ik freue mich sehr für dein Leben. Ich freue mich für, wo ich gesehen habe. Und ich sehe mich sehr in dein Leben selbst, muss ich wirklich sagen. Wo Gott die berufen hat und wo du das gehört hast. Ich bin dankbar dafür, dass das gehorsame Männer habt. Und ich bin berührt von so einer wunderbaren Geschichte. Und ich glaube, viele von unseren Tauchern haben das auch so. Ich sehe jetzt, wie das anfängt. Ich fühle am besten, wenn ich mein Großvater sagen, wenn ich nicht einen Großvater gehört habe. Und vielleicht haben wir hier viele Menschen auch so. Sie fühlen, das Mann hat Weserrot, das Mann kann mir irgendwas sagen. Und ich stelle mich vor, man ganz plötzliche Menschen, ich glaube, das weißt du vielleicht später als ich, habe viele Jugend, viele junge Männer, viele junge Frühes. Sie haben eine ganz klare Berufung, was sie fühlen, was Gott von ihnen will haben, aber sie kleben eigentlich nicht von dort. Was kannst du diesen Menschen sagen? Da würde ich sagen, das nicht. Das nicht. Die wird dort keinmal so schön gehen, als wenn du gehorsam bist. Wenn du gehorsam bist, dann wird die das schön gehen. Dort sind mir so von der, was ich die deutschen Menschen würde Motto sprechen. Und Gott die wird sagen, dass du tun das, du kannst mit ganz geringen Dingen anfangen. Einfach persönlich mit vertalen, ein bisschen Traktat geben, eins was zum Lesen jährlich ist. Und es ist dort wieder. Und mir geht das von dir so, ich kann nicht lang ganz still sitzen und nicht tun. Dann legt mir das an, nu als eine Zeit, gerne wertvolle Säulen durch besiegen. Die sind Gottes Augen krass so viel wert, als wir sind. Und ich möchte bloß alle jungen Menschen Mut sprechen. Wenn du den Ruf hast, sie gehorsam. Auch ältere Menschen, wenn du als alt bist, als ich sein oder nach Allah, und du hast es noch nicht tun, bloß. Das geht schön. Das macht das Leben wertvoll. Je mehr wir für den Herrn tun, je schöner und seiter ist das christliche Leben. Immer wahr, das macht ja bloß klar. Wenn wir aktiv in Arbeit sind, dann wird Christen wirklich schön. Vielen Dank für das Wort, für das Zeichniss auch. Und teile das auch mit deinen Freunden, möchte ich die Frau, so weit es breit als möglich. Vielleicht hast du bekommen, den fehlt, kriegt das Botschaft, vielleicht fehlt die kriegt. Und weil wir das Evangelium so wiederbringen. Für nu möchte ich die Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.